In den USA wir einmal vor sehr vielen Jahren ein Indianer, der ging rund und frucht eine Brot, frucht eine Ete. Und an der Zeit wieder nach, dass die weißen Menschen sehr viel rassistisch waren, dass alles, was nicht von ihrer Kultur wird, nicht abgenommen. Sie hatten nicht alle Wege, wo die willkommen haben. Aber wie ein Mann, der hält einen Willkommen und der kann zu uns ankommen. Der lädt ihm an in die Kirche in der Dash, der kann nochmal ein feines Ete eten. Und dann, aus dieser Sorten Eid, fangen sie an zu vertalen. Dann fragt das der Mensch dem, was hast du für ein Papier da beim Hals? Der hat am Hals ein Papier hängen. Dann sage ich weiß das nicht, das hat ihm mir mal eins von gegeben, dabei kann ich lesen, weiß nicht, was das ist. Dann fragt der Onkel dem, würde ich das mal lesen darüber? Ja, kein Problem. Dann nimmt er das Papier und lasst das mal fertig. Sagt er mir, ich soll das immer mitnehmen, wenn es das ein sehr wichtiges Papier. Das ist ein wichtiges Papier, ich soll das immer mitnehmen. Dann lässt der Onkel das fertig und sagt er, hier sagt er, du hast eine Pension, du hast einen Monatslohn von der Regierung, was du alle Monate covrieren kannst. Du brauchst gar nicht eine ete Frau. Du hast bloß eine Regierung mit dem Papier und die werden die alle Monate holen. Hier sagt er, du bist einer, der im Krieg gekämpft hast, du bist einer von den Helden von diesem Land. Und diesen Helden bist du und du darfst immer holen. Du hast bezieht Washington gekämpft und du brauchst gar nicht wieder ramgehen. Bloß das holen. Wenn er nicht lesen kann, erlebt er das einfach auf eine ganz andere Art und Weise. Manche Christen leben einfach so dort. Die haben die Bibel, aber die nutzen nicht diese Segnungen, was Jesus Christus für den hat. Jesus macht noch was mehr am Leben. Das sagt uns ganz klar in Johannes Kapitel 10, Vers 10, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, um Leute zu machen, um kaputt zu machen. Aber als sie gekommen, sagt Jesus Christus, als sie gekommen, um das Leben zu geben und das Leben am Überfluss. Jesus ist gekommen, um das Leben im Überfluss zu geben. Weil erlebst du dort? Weißt du einmal, was sagt, das geht nicht mit der Familie, das geht nicht mit der Ehe, das geht nicht mit der Kirche, das geht einfach nicht. Hast du mit anderen darüber geredet? Hast du mal, weil ihr sagt, wo sitzt die Bibel für mich? Hast du mit Gott darüber geredet? So viele Briefe begrenzt, wenn ich das nicht weiß. Da weiß keine Frau. Und für mich ist das einfach das Leben so schwer. Und ich mache das einfach durch ein Leben. Ich habe das eins, was mehr am Leben. Jesus verspricht Leben am Überfluss. Kannst du Jesus das glauben? Glaubst du, der hat für diesen Papier rein? Jesus hat ein Papier für die Ewigkeit, für die Zeit, dass du kannst das Beste erleben. Aber nicht bloß für das, sondern auch für diese Zeit hier auf Erden, dass du kannst mehr Segnungen erleben. Und diese Segnungen werden dich im Glauben aktiviert, dass du im Glauben kannst sagen, okay, ich weiß das nicht, aber ich werde das im Glauben tun. Wo sitzt du dort wieder? Gott macht die wieder segnen und Gott macht das Papier, was du hast, was die Bibel ist, dass du das kannst im Leben erleben. Gott macht, dass du kannst einfach diese Bibel wieder ausnutzen. So manch einer, manche Christen, wenn die andere das hätte, mochte die so ein Leben haben als diese Christen. Wenn die Welt die beobachtet hat, sagen, so ist die seine Jungs behandelt, oder seine Mädchen behandelt, so ist die seine Frau behandelt, so ist die den Mann behandelt, so möchte ich auch leben. Oder sagen, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. So ist die ihre Kirche haben. Wo ist das in dem Leben? Können die sagen, die möchte auch so leben? Oder sagen, ich will nichts von diesem Jesus Christus weiter. Ich will was ganz anderes. Wenn dort alles ist von Jesus, dann lasst mich mit dem Tag. Menschen, die so leben können aus der Bibel, das sagt, sind Menschen, die im Überfluss können leben. Nicht am nächsten bloß an denken, im ökonomischen, das ist ein Teil, was Gott, aber auch im geistlichen, in Segnungen, einfach wieder andere Menschen Segnungen. Gott hat die Bibel voll von Verheißungen und Segnungen, die du ausnutzen kannst und wiedergeben. Und das, was er verspricht, lebe im Überfluss. Das hat er für die und ich die für andere Menschen. Lese einfach wieder nur und sage, Jesus, du sagst das und ich glaube das und ich will das ausleben. Mach Gott die dann wieder segnen.